Mein Name ist Dimitra Anastasiou. Ich komme aus Komotini in Nordgriechenland, liebe Schwimmen, Essen, Sonnenuntergänge und meine Familie. Ich bin auch Senior Researcher bei Luxembourg Institute of Science and Technology. Schon als Jugendliche haben mich Fremdsprachen fasziniert, eine Liebe, die meine Eltern sehr unterstützt haben. Ich habe mich anfangs auf Übersetzung konzentriert, aber die Informatik hat mich auch angezogen. Bei meiner Doktorarbeit habe ich den Sprung gewagt und die zwei Bereiche kombiniert. Für mich ist die Kombination von Sprachen und Informatik eine ganz natürliche. In meiner Forschung koordiniere ich zum Beispiel ein Projekt über Chatbots, das auf maschineller Übersetzung basiert. Ich arbeite auch an einem Projekt, das Gesten auf großen Displays analysiert und auf einem, das stereotypische Bilder bei Kindern beseitigen will. Ich hatte selbst ein bisschen Angst, Informatik zu studieren. Damals hatte ich einfach das Gefühl, dass das mehr etwas für Jungs ist, was natürlich genau so ein Stereotyp ist, den ich jetzt beseitigen möchte. Es bringt mir Freude, dass meine Forschung und meine Expertise sich immer weiterentwickelt. Ich lerne auch viel dazu. Jetzt habe ich zum Beispiel ein ganzes Team zu managen, eine neue Herausforderung für mich. Durch meine Forschung kann ich etwas machen, das noch niemand gemacht hat und Fragen stellen, die noch niemand gestellt hat. Für Forschende heißt das aber auch, viele Anträge schreiben, damit die Forschung auch finanziert wird. Bevor ich nach Luxemburg gekommen bin, habe ich viel gereist und bin oft umgezogen. Ich habe in Irland und in mehreren Orten in Deutschland wie Saarbrücken, Bremen und Oldenburg geforscht. Obwohl das Reisen toll war, kann die Distanz schwierig sein, wenn in einer Beziehung beide in der Forschung sind. Jetzt sind wir aber nicht nur im selben Land, sondern arbeiten sogar an derselben Einrichtung und ziehen hier in Luxemburg unsere 2 Kinder groß. Mein Weg in die Forschung war nicht vom Anfang an geplant. Ich habe mit 18, als ich in Griechenland war, sicher nicht gedacht, irgendwann bist du Forscherin in Luxemburg mit deinem eigenen Projekt und Team. Hör nie auf zu lernen, sei neugierig, frag die richtigen Leute und lass dich von Angst nicht abschrecken. Habe keine Angst zu scheitern, aber auch keine Angst vor Erfolg. Ich hatte am Anfang auch Angst, aber ich habe bewiesen, dass es geht.